Grüezi miteinander und willkommen zurück zu Anno 1800, einer Ära, die hiermit zu Ende geht. Jetzt nicht, was das Let's Play betrifft, keine Sorge, nicht, dass er direkt irgendwie Panikattacke bekommt oder so, sondern es ist eher jetzt der Fall, dass wir halt das vierte DLC vom vierten Season Pass bekommen und auch nichts Neues mehr kommen wird in naher Zukunft. Zumindest der Hauptsupport, und somit bestätigt ist, somit eigentlich beendet. Was jetzt halt im nächsten Jahr noch kommt, sind irgendwelche Kosmetik-DLCs, sind irgendwelche Bugfixes und so. Aber das ist dann eher so der sogenannte erwartete Support. Und ja, wir starten jetzt mit dem DLC Aufstieg der neuen Welt. Hier unten, Aufstieg der neuen Welt. Was genau steht da? Läuten wir das Zeitalter der Innovation ein. Die neue Welt stellt sich der Herausforderungen einer neuen Ära. Locken Sie eine neue Einwohnerstufe an und zaubern Sie ein Potpourri aus lokalen Köstlichkeiten. Erkundigen Sie eine erweiterte Karte und erschaffen Sie ein tropisches Paradies mit der Technologie eines goldenen Zeitalters und sonnigen Stränden. Veranstalten Sie Fußballmeisterschaften in Ihrem Stadion oder beweisen Sie sich im neuen Szenario einen Wettstreit der Sinne und enthüllen Sie Madame Kahinas mysteriöse Vergangenheit. Szenarien sind natürlich auch Dinge, die ich alle auch noch machen will, dann in naher Zukunft mit unter anderem. Kosmetikdinger, die filme ich alle noch, werde ich dann vielleicht auch mal noch machen, wenn ich mal Bock drauf habe und so. Zuerst geht es mir eigentlich mal um den Hauptcontent und genau diese Szenarien, eben, die kommen mal später. Die Fußballstadien, Fußballmeisterschaften, die finde ich schon sehr interessant. Wenn es stimmt, was sie damals im Dev-Stream gezeigt haben, dann Halleluja. Dann sind die schon übel. Übel. Neue Inhalte, Kartenerweiterung. Die Welt ist wieder ein ganz Stück gewachsen. Im Süden wandert ein farbenfroher Inselkontinent auf sie und noch vieles mehr. Der Artista. Diese neue Anwohnerstufe ist voller Werf. Ihre Mitglieder sind unglaublich begabt. Nehmen uns an den Genüssen bis in neue Palette. Neue Reichtümer, Strandornamente, das große Stadion. Szenario natürlich auch. Alles klar. Wir legen los, Freunde. Wir lernen unseren Spielstand. Und hoffen, dass nicht alles direkt den Bach runtergeht. Ganz kurz gucken, wenn ich jetzt hier nehmen muss. Das wäre dann der da. Das ist der vom letzten Mal. Genau, aber noch ein bisschen. Ich habe irgendwie was am Schluss noch gefixt nach der letzten Folge. Ich weiß gar nicht mehr was. Das war, glaube ich, irgendwie eine Route, die, glaube ich, irgendwie ein bisschen kaputt war oder so. Und als er gesagt hat, hey, das mache ich jetzt und habe es nicht gemacht oder so. Okay. Bestätigen. Da kommt jetzt schon ein bisschen früh, die Bestätigung, aber okay. Was ich gleich noch erwähnen muss, bevor es losgeht. Was ich natürlich in der letzten Folge verpasst habe, ist Schiffe mit Brettern und Ziegel zu beladen in der neuen Welt, damit ich direkt neuen Inseln auch besiedeln kann. Das müssen wir jetzt sofort in Angriff nehmen, sobald das Spiel startet. Und ich habe offscreen noch, das waren die beiden Autosaves, die wir gerade gesehen haben, noch ein bisschen geguckt, so in der alten Welt, ob das, was wir in letzter Folge gemacht haben, auch mit der Speicherstadt, klappt das alles und so, mit der Kohle für die Arktis etc. etc. Und scheint bis auf weiteres zu funktionieren, sodass wir uns wirklich vorerst mal auf eine neue Welt wieder konstruieren können. So. Ich muss sagen, ich bin einerseits gehypt, andererseits habe ich auch Angst davor. Ich hoffe, es macht so nichts kaputt. Ich meine, wir laden jetzt wirklich so viel DLC in unsere alten Spielstände. Das ist schon übel. Nehmen natürlich jetzt halt neuen Inseln. Ob da alles irgendwie klappt, wie ich es mir gerade so vorstelle, zumindest zu Beginn weg. Und das Gerücht stimmt, dass die Hacienda-Farmen, dass die nicht ausgebaut werden. Sprich, es gibt nicht mehr Waren, die man so eine Hacienda-Farm machen kann. Ne? Gab ja auch mal so den Streitpunkt wegen den Bananen. Warum kann man Bananen nicht in so eine Hacienda-Dinge bauen? Und muss wiederum normale Farm mit Bananen machen. Naja.
kann man so oder so sehen, aber ich finde halt, wenn man schon das DLC mit der Hacienda hat, soll man eigentlich auch alle Produkte, alle Farmen, die man in der neuen Welt bauen kann, natürlich jetzt auch die neuen, die jetzt dazukommen, auch in Hacienda abbilden können. Ist meine persönliche Meinung. Aber es ist halt immer so eine Sache, also Crossover-mäßig, wenn man halt DLC mit DLC kombiniert, das ist immer ein bisschen schwierig. Verstehe ich auch. Andererseits, dass man Bananen halt nicht in Hacienda-Farm machen kann. Bananen sind jetzt nicht irgendwie was komplett Neues oder so. Aber egal. Freunde, es geht los! Die neue Welt in neuen Farben. Avantgardische, so eine neue Insel entdeckt, super. Avantgardische Truppen, Artist, das ist schon die neue Welt. Die Obrera bitten sie, ihr Haus zu renovieren. Ich glaube, wird in einem Leben erwachen, dann Generationen wie Fußball gespielt werden soll, fortsetzen. Spiel gespeichert, okay, aber jetzt kannst du mehr Roberto Glatzlig bewegen. Yeah! Yeah! Mehr Roberto Glatzlig bewegen, geil! So, man sieht schon, hier unten ist auch alles ein bisschen anders geworden mit den Icons. Wir gehen aber direkt in die neue Welt, weil sonst einfach ein Problem. So. Oh, ja, man sieht's. Ach du Scheiße. Untertitel. Lecco mio, ey. Ja, die ist ein bisschen größer. Fährt mein Schiff jetzt direkt dagegen rein und was? Alter, haben die einfach mal komplett die Welt vergrößert. Okay, das ist mir gerade scheißegal. Ich brauche dringend euch hier. Das sieht mir so leer aus hier unten, war. Was machst du jetzt hier, Öldampfer? Weg. Ja, natürlich die alten Daten noch geladen, war mit der Welt und so. Weltgröße vor allem. Das ist logisch. Okay, die Schiffe. Was Ornamente, Verschönerungsmenü. Ja, später. Ich muss die vielleicht auch mal ganz kurz ausrüsten, weil ich bin mir nicht sicher. Deswegen müsst ihr jetzt mal ganz kurz hier hoch, weil hier oben soll ja eine ganz große, fette neue Insel sein. Höher stabil. Neue Lieferung. Mir geht es darum, kann ich so eine Insel auch, jetzt die neuen Inseln auch mit den Luftschiffen besiedeln. So, ihr habt bereits gesehen, es gibt natürlich hier neue Fruchtbarkeiten, zum Beispiel Fruchtbarkeit Orchideen. Es gibt aber auch Kräuter. Fruchtbarkeiten kann ich eigentlich anpassen. Das ist ja in der Mache, das haben wir in der letzten Folge noch gemacht. In der Fruchtbarkeit anpassen, damit ich das noch machen kann, falls es bräuchte. Okay. Jetzt hätten wir eine große neue Insel. Neuen Inseln sollen zum Beispiel auch nicht mehr so viele Flüsse haben, damit man einfacher bauen kann. Habe ich auch mitbekommen. Also wir haben Öl, wir haben Gold, wir haben Bauxit, Eisen, Erz. Was? Erzvorkommen, okay. Eigentlich schon mal eine coole Insel soweit. Warte auf Befehle. Du gehst mal da runter, du gehst bitte mal hier runter. Ich werde jetzt mal gucken, was die Inseln alle drauf haben. Ja, Ornamentsding. Ja, schön hier, ja. Klassisch. Season Spezial. Reichte Ernte, Speicherstadt. Oh, schön. Haben sie aber hier schön dargestellt. Geben Sie uns einen Kurs. So, kannst du jetzt hier... Das ist trotzdem noch viel zu schnell, ey. Was? Nein, ihr braucht scheiß Ding. Oh oh. Stabil. Ah, Problem. Wieso brauche ich plötzlich... Hä? Ist das neu? Wir haben 26 Einflüsse, aber sonst geht's auch noch, oder was?
Okay, ihr seid nach wie vor schnell. Wenn du eh gerade... Hä, wo bist du jetzt? Höhenruder einstellen. Ja, falsche Insel. Besser. Wir haben eine Flugroute. Wobei, warte mal, ich habe hier einen Lufthafen. Das Ding So. in Bewegung. Da kann ich bei ihr hier die Insel aufdecken Du lassen. siehst es ja selbst. Alles bei uns ist knapp, wie gewöhnlich. Ah, das ist ja kaufen. Ersuchen, ja, nee, ich möchte eine Karte aufklappen. Klappe zu, tot. Was? Das Insellager? Habe nix. Junge Dame. Ach schön, dass man das Überfahrt auch noch sieht. Das ist angenehm. Überfahrt, Alter. Du dich jetzt hier regional betrachtet, oder? Ja, okay. Keine Ahnung, was die da für ein Problem hat. Toll, viel habe ich nicht. Befehle erhalten. Ist ja toll los, ey. Mal Ziel ganz kurz loswerden. So. Und dann wieder hier rüber. Sind, wie man sieht, hier relativ große Inseln aktuell. Wir sind trotzdem unterwegs mit dem falschen Material. Egal, scheiß drauf. Ist das lahmarschig, man muss leiser sein. Weil sonst klammern die anderen irgendwie was weg und da hat er gar keinen Bock drauf. Oh, jetzt habe ich den Quatschen wieder. So, okay, ich sehe viel zu langsam. Geh doch bitte mal da hoch. Jede Insel nehmen wird leider nicht funktionieren, dummerweise, weil ich dafür doch wieder zu wenig Einfluss habe. So wie es aussieht, schaffe ich nicht mal 2 Inseln, wa? Ja gut, zur Not kann noch ein bisschen tricksen, das ist so. Bereit für den Einsatz. Okay, die Insel, die ist nix. Die Insel wäre was, aber Fruchtbarkeit Kräuter. Ja, aber das Ding, trotzdem gefällt mir die eigentlich besser, weil in der Kräuter und so switchen kann ich ja dann nachher, hoffentlich. Also wäre die Insel sicher etwas, zumal sie relativ nah an ihm hier liegt. Da unten will ich eigentlich gar nicht, ganz ehrlich bin, weil die sind eh viel zu weit weg. Ich will relativ kurze Handelsrouten haben. Im Waren hier, Bauxitvorkommen, Erzvorkommen. Okay. Du bist ja eh schon wieder am... Setz das Ding in Bewegung. Befehle erhalten. Das müsste ja eigentlich sogar schon sein, wa? Jo, ich würde sagen definitiv Heliumanschluss, Bauxitvorkommen, Eisenvorkommen, Erzvorkommen en masse. Das ist hier die riesige Insel im Norden. Und ja, Freunde, ich glaube, diese Insel hier könnte unser neues
Hauptzuhause werden quasi. Das mal an, hey. Natürlich alle Ölquellen auf einem Haufen. Alter. Und Eisen hier unten. Und Eisen in der neuen Welt. Wie krass ist das denn bitte? Der Vorgeschmack auf die Freiheit reicht uns nicht. Wir sind bereit. Ich schicke mal hier hin. Setz das Ding in Bewegung. Das Ganze mal da hoch. So, was mir jetzt halt doch interessieren würde. 66 Einfluss kostet mich diese fucking Insel. Von dir. Bereit zum Einsatz. Wollt ihr mich verarschen? Befehle erhalten. Wie soll ich sowas denn kriegen, ey? 66. Wie die Insel einfach so groß ist, dass sie über die Welt hinausgeht. What? Also ist ja schlimmer als Chrome Falls. Okay, also theoretisch. Bräuchte ich schon mal die Insel und die da. Aber eben, ich meine. Wo er neben nicht stehlen war. 66 Einfluss, okay. Ich bin immer noch, was Dinge betrifft, Geschwindigkeiten so auf dem Minimum. Das heißt, jetzt geht es darum, Einfluss zu schaffen. Problem ist, dass das zerstöre. Ich kriege jetzt nicht so viel davon zurück. Ja, kennen wir schon. Jetzt fängt leider wirklich der nervige Part an. Oh, schön, Geschwindigkeit in Tonnen pro Sekunde. Das steht sogar hier. Schön, schön. Reparaturkran kostet mich Einfluss. Okay. Die Dinger stehen hier zwar, alles weitere steht nicht. Lustig. Habe ich eigentlich schon eine Reparatur? Ich dachte, ich hätte mal einen gehabt, aber vielleicht jetzt sowieso durch unsere ganzen neuen Inseln und so wieder rausgeschmissen. Weil ich es eh nicht brauche. So, das ist nur eine Hafenmeisterei, die ich dann auch brauche, die kostet mir wieder Einfluss. Bereit für den Einsatz. Schicke ich trotzdem auch mal ein bisschen hier durch. Das Ding in Bewegung. Ich werde natürlich nichts Neues finden, das ist klar, aber trotzdem wäre es mal wichtig für mich zum Wissen. So. Das sind die Piraten, die gehen mir gerade am Arsch vorbei, ich muss erstmal einen Einfluss generieren. Was hier los ist, sehe ich jetzt gerade auch nicht. Mal irgendwas hieß es, glaube ich, in der Vorbereitung, war. Oh, so viel mehr Gelehrte. Also irgendwie in Destomies, irgendwas würden sie anders machen und deswegen könnte es sein, dass plötzlich die Ding sinkt. Bilanzen so. Irgendwas mit neuen Waren, deswegen produzieren die weniger oder so etwas in der Art. Wohl noch weniger Kohle zahlen oder sowas. Irgendwie sowas war da. Naja. Ich habe eh zu viel Unterhaltskosten, insofern wird es nicht schaden, ein bisschen aufzuräumen. Einen verloren, im Gegenteil, ich habe welche gewonnen.
Die sind alle weg, weil ganz ehrlich, brauche ich es überhaupt noch? Das ist schon so lange, dass ich die gebraucht habe. Hier auch ein Reparaturkrank. Gut, die kosten mich jetzt nur 3. Deswegen lassen wir den jetzt mal. Aber hier habe ich hier oben so viele Punkte verschleudert. Auch hier mit 2 Reparaturkränen. Was hatte ich denn da für Probleme, ganz ehrlich? Ich habe den Raum ein bisschen ausgeflippt. Also verstehe natürlich schon grundsätzlich, warum ich Reparaturkräne noch gebaut habe. So ist es nicht. Oh. Jetzt habe ich vielleicht einen zu viel weggenommen. Oder ob wir die Insel lieber noch brauchen. Künftig ist noch ein anderes Thema. So, und das alleine macht schon 127, 130 Einfluss. Und indem wir die jetzt weggeschmissen haben. Hier hatte ich nichts. Wir gehen mal ganz kurz noch nach Mbesa. Reparaturkräne hier lasse ich mal noch, weil ich werde es vermutlich brauchen. Die brauche ich ziemlich sicher auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, was ich überall hier für Inseln habe. Alter Schwede. Ja, sich um Mbesa kümmern, das wird auch dauern. Hier haben wir noch eine große Insel. Können die Dinge auch weg. So. Und plötzlich haben wir 152 Einfluss, Freunde. Und kann ich sagen, mit dem Einfluss, wie bereits erwähnt, den kriegen wir wieder. Und zwar, dass man so sagen darf, ziemlich heftig. So, warte mal, wenn ich jetzt schon hier bin, kann ich das direkt mit denen machen. Schicke ich nämlich den nach hier runter und hole mir die Insel auch noch. Neue Befehle? Alter, das dauert. Also die Insel ist natürlich klar, dass man die hole, weil die ist so gigantisch. Wäre doof, wenn ich die nicht holen würde. Bei anderen Inseln hier kann man sich darüber streiten. Und die natürlich auch, weil sie liegt direkt hier bei unseren Hauptinseln. Die hier macht, glaube ich, jetzt irgendwie keinen Sinn, weil sie... Hat die irgendwas Besonderes hier drauf? Ja, ein bisschen Gold, aber ansonsten ist sie relativ klein. Einen großen Berg, die bringt mir irgendwie nichts. Aber die sicher und die hier oben. Jo, machen wir. Wehe, du holst die Insel. Alter. Befehle erhalten. So, wo war ich? Hier. Bereit zum Einsatz. Ah nein, der ich dachte ja... Ach, scheiße, ich dachte, ich hätte bei dem beim einen jetzt auch irgendwas dabei gehabt. Oh, bin ich doof. Okay, komm. Wir haben eine Flugroute. Schnell dahin. Was eine Folge, Freunde, wa? Wir sind nur mit gucken, oh, welche Insel ist cool und so. Aber muss halt auch sein. So, Bilanz wieder beruhigt. Warum auch immer, was das gerade war, keine Ahnung. Tja. Wissen ihr, was ich letzte Folge gemeint habe? Von wegen, oh, kann sein, dass das und das ändern wird? Guckt euch das mal an, hey. La Isla, Prosperity, vorne Fundo. Santo Lomé, das sind alles nachher nur noch Produktionsinseln. Ich mache alles nachher. Die ganze Hauptproduktion, die Hauptbevölkerung auf Manola. Ich mache viel auf Alvestus. Ich ändere vielleicht den Namen noch. Alter, das wird heftig. Bis ich das alles optimiert habe. Das Let's Play wird locker 1000 Folgen haben. Nein, Quatsch. Aber 500 schaffen wir locker. Das ist überhaupt kein Problem. Da bist du langsam mal da. Setz das Ding in Bewegung. Oh, 500 Folgen ist ein Witz, ganz ehrlich. Also ich denke mal, 500 Folgen kriegen wir, also sagen wir mal 420, 450 kriegen wir hin. Sicher, bis wir die neue Welt soweit komplettiert haben.
noch optimiert haben. Dann Arktis noch ein bisschen optimieren, Mbesa noch abschließen. Und dann kümmere ich mich um Chrome Falls und die alte Welt. Das sind 6,5 Folgen mindestens. Das Let's Play dauert nochmal 2 Jahre. Und dann kommt das neue Anno-Spiel, 13.05 oder so. Also, man weiß, dass neues Anno in Arbeit ist, nicht, man nimmt an, dass es so heißen wird. So, also. Freunde, wir haben Zeit für neue Inseln. Erst einmal holen wir uns die hier. Und dann hole ich mir die hier. Mit einem Fuß im Paradies. Und den Schulden nicht zu vergessen. So viele Niederlassungen. Wie behältst du da nur den Überblick? Überblick, der ist schon lange futsch. Fühlst dich überall zu Hause, was? Überblick. Haben wir schon vor 10.000 Jahren verloren. Ich werde sie nicht verklagen. Ich werde sie ruinieren. Mhm. Also gerade gucken wollte, ist, was die wieder für ein Problem haben. Ja, ich muss mich mal darum kümmern, allein schon von den Münzen. Momentan ist es noch nicht so wichtig, weil wir haben genug nach dem Konto und ich will mich, wie gesagt, erstmal um die neue Welt kümmern. Lebensqualität, ja, mit der Regional, Post überregional, müssen wir alles einmal ein bisschen noch angucken. Ich habe, glaube, wie war das jetzt hier offscreen mal gesagt, von wegen, wenn das drin war, 30 Chrome Falls mitnehme. Ein Bright Sense. Ja, für die regionale Post ist das ja. So, Freunde, neue Welt. Weil sie uns so gut gefällt. Erfahrungspunkte, man bezahlt auch sehr viel. Also. Problem ist natürlich, ich muss erst mal ein bisschen testen, ist klar. Weil sonst haben wir ja keine Chance herauszufinden, was wir jetzt überhaupt, welcher Insel wir was machen wollen. Und jetzt ist halt die Frage, wir haben jetzt 2 Inseln. Manola, Alvestus, okay. Namen vielleicht noch ändern, ja. Wir haben La Isla, wir haben Prosperity, Fonde Fundo. Hier ist er hier. Ja, natürlich mit den ganzen neuen Inseln wieder zu neuer Stärke zurückfinden. Weil ich gerade so schnell losgeworden bin. Aber egal. Dann schicke ich ihn mal noch los, soll hier noch ein bisschen erkunden. Befehle erhalten. Dann könnt ihr hier mal noch... Huch. Achso, kann ich vielleicht mal upgraden, wa? Fenster. Sie brauchen Fenster. Köpfe magisch an. So, dann haben wir ihn hier. Haben wir irgendwo... Oh Gott, ey. Ich werde mir noch so oft verklicken in den ersten Folgen, ganz ehrlich, weil ich immer das Gefühl habe, La Isla ist ja zu oberst. Nein, ist ja nicht mehr so. Höhe stabil. So. Ich habe Bretter, da haben natürlich keine Ziegel, da ist klar. Okay. Ich brauche also auch hier ein paar Waren noch. Kurs halten. Was unser Kriegsschiff betrifft, kann er momentan jetzt nicht so viel hier machen. Ich könnte natürlich mal... Guck, was ich hier natürlich bauen muss, ist eine Hacienda. Ach Gott, bis ich jetzt hier überall durchgeklickt habe. Öffentliche Dienste, Boxkampf, gut, da kann noch alles noch neue Dinge dazu. Wo ist die Hacienda? Hä? Ah, hier. Hacienda Brauerei, Hacienda Farm, Hacienda Lagerraum, Unterkunft für Obreros, für Schanleros. Warum eine Hacienda, glaube ich, dürfte relativ klar sein. Ich habe ja hier das Experiment mal gestartet. Eine Hacienda hatte mit allen möglichen Unterkünften. Ich habe schon gesagt, hey, ich will sicher eine Insel haben, wo ich das wieder habe. Und ich denke mal, die bietet sich natürlich perfekt an. Das ist die Scheiße groß, ey. So, das soll übrigens noch eine wichtige Rolle spielen, hier der Wasserfall.
Und zwar, ich spoilere jetzt mal noch nicht, hä? Einfach mal nur gesagt, das soll eine wichtige Rolle spielen. Irgendwelche Hügel und so. Es ist zwar eine große Insel, hat aber trotzdem... Aus dem Nichts. So bin ich halt. Warum bin ich blockiert, wo du auch immer? Okay, komm. Dann bin ich jetzt hier unten. Hier ist der Fluss. Da haben wir sonst noch irgendwas? Wenn wir mal sagen, hier kann ich ja bauen. Pass auf mal mitten hier rein. Alter, war das teuer. Ei, ei! So. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin gerade wieder ein bisschen überfordert. Ist einfach alles so fucking groß. Okay, Baumaterial trotz allem. Ich werde da mehr Bretter brauchen. Ziegel. Aber mehr später. Fenster vor allem. Go. Du bist bereits da weg. Dann kannst du noch ein paar. Okay. Nur 30.000 Bilanz plus. Alter, wie das wieder hin und her und hin und her. Hast du nicht gesehen. Gepflasterte Straße würde ich gerne, aber erst muss ich gucken, dass ich überhaupt eine Straße kriege. Alter, scheiß Natur, ja ganz ehrlich. Was soll ich hier mit der scheiß Natur? So, schon besser. Oh, hier Strände, das ist sehr gut, weil die brauche ich unbedingt nachher. Die Frage ist, soll ich auch schon mal gucken, dass wir nicht irgendwie andere Leute hier noch auf die Insel spucken können? Oder auf die Insel kommen können vor allem. Habe ich auch einen Strand? Den lasse ich mal so. Okay. Hacienda-Gebäude. Was uns für Artistas, eben, es gibt natürlich ein neuer, auch Wohngebäude speziell für die Artistas, nur mal so erwähnt. Erstmal brauche ich ein neuer Gebäude hier für, na, wofür könnte es sein? Genau, natürlich für den Radius hier. So, Freunde, aber pro Radius, ich sehe gerade, dass die Folge wieder mal vorbei ist. Das ist eigentlich schon länger wieder. Machen wir ganz kurz eine oder andere. Wir werden natürlich sowieso wieder hin und da was verschieben, ne? Das ist klar. So, aber zumindest schon mal ein bisschen was. Und das wie gesagt noch ausbauen. Ob er die Siedlung noch irgendwie schützen muss, ist so die Frage. Auch jetzt mit den Einfluss, die ich noch habe, brauchen noch weitere Inseln. Ich meine, theoretisch könnte ich natürlich sagen, lieber zu viel als zu wenig Inseln. Nach der Insel wieder loswerden ist immer so ein Krampf. Aber eben, ich habe jetzt schon mal die 2,9 hier. Die brauche eigentlich nicht. Die hier hinten wäre eventuell noch etwas. Ich könnte mal gucken. Bilanz sinkt übrigens wieder. Ich könnte mal gucken, was die noch kostet. Also Helium und so, aber ganz ehrlich, eigentlich habe ich schon genug Inseln. 4, 5, 6, jetzt die große. Eine 7. könnte man riskieren. Oder ich bleibe bei dir hier. Als rein noch gut ergänzen würde. Meinen Handflächen zerreiben wie welkes Laub. Zum ersten Mal ergibt es Sinn, was sie tun. Auf der Insel habe ich praktisch nichts, wenn man ganz kurz so guckt. Hier, ja gut, und natürlich sage ich, will hier zum Beispiel nichts machen, wa?
Macht die vielleicht noch Sinn? Okay, warte mal, der ist jetzt dahin abgetaucht, wo noch immer. Ich brauche da Bretter, Stahlträger. Ich zoome mal ganz kurz rüber. Kurs halten. Selbst wenn ich hier jetzt nicht so viel bräuchte, was natürlich hier machen kann, aber dann ist ja irgendwas erwähnt im Devstream von denen, dass die Ölquellen jetzt näher beisammen sind. Was schon gruppiert sind vor allem. Ich überlege halt sogar, was man natürlich auch machen kann, ist sogar eine eigene Insel oder mehrere eigene Inseln nur für Öl. Also die ganzen Dinge, die ich hier habe, die Ölquellen, also die hier, Wie das geht? ich kann sagen, irgendwie abbauen, aber ganz ehrlich gesagt, das sind schon 13 Stück, die ich insgesamt habe. Ich habe auch alles schön schon mal verschoben und so. Warum also? Ich bin ja hier wieder. Ja, brauche ich nicht mehr viel. Dann nehmen wir hier noch Beton mit. Was habe ich jetzt hier noch so Materialien? Natürlich kein Aluminium, das ist auch ein bisschen unpraktisch. Dann nehmen wir hier noch Aluminium mit. Wir haben eine Flugroute. Das ist natürlich schön. So, ich werde auf der Insel natürlich so viel Waren brauchen wie sonst auf keiner anderen Insel zuvor. Bisher zumindest. Höhenruder einstellen. Ja, viel kriege ich hier noch, logischerweise. Jetzt auch schon. Was kostet die Insel? 18 nehme ich. Geben Sie uns einen Kurs. Pass auf, wo du hintrittst. Deine Inseln sind voller Wunder. Da sagst du was, ey. So, Freunde, insofern erfolgreiche Folge. Zug, Bis auf ihn natürlich. und Druck. Was können wir hier noch so machen? Schrecken der See. Ich habe schon Schlimmeres gehört. Wir nehmen es. Dankeschön. Es ist 90, 100, kann ich so belassen, wie es ist. Wenn er natürlich wieder mit Krieg kommt, habe ich ein Problem. Aber ja, Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Sag mal, kann ich irgendwie... Wagen Sie es nicht, mich hinters Licht zu führen. Entschuldigung. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht. Geizkragen. Ich will ihm Geld geben, ihr sagt, wen, ne, Geizkragen, ne. Oje, oje, oje. Neutralen Auftrieb erreicht. Alter, das obwohl ich hier auf verlangsamt bin. Trotzdem sind die unterwegs wie Speedy Gonzales. Huch, was ist hier los? Hä? Ja, die fucking Insel ist einfach so groß, ey. Wie sieht es eigentlich hier auf der Weltkarte aus? Mal ganz doof gefragt. Wir sehen jetzt schlecht aus in dem her. Das ist ein Rettungseinsatz. Szenario am Ende. Stolz zum Marktteil. Das müsste das von diesem DLC sein. Der Kampf der Kuriere. Ja, komm, wir haben noch so viele Dinge, Szenarien zu machen. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Mal ganz doof gefragt. Abflug bereit. Kann ich jetzt hier Überfahrt... Nee, es gibt noch keinen Eintrag hier. Warum eigentlich nicht? Da verstehe ich hier mit dem Feature nicht so ganz. Überfahrt. Das ist halt nur, weil ich manuell sage, hey, ein Schiff soll von da nach da gehen. Wäre cool, wenn ich hier auch sehen könnte, ob gerade irgendwie ein Handelsschiff unterwegs ist. Den zum Beispiel, also den sehen könnte. Das Orion. Aber in dem Kaffee muss ich auch ein bisschen gucken, ey. Da ein bisschen mau unterwegs. Das ist keine schöne Arbeit, aber irgendwer muss sie erledigen. Das stimmt, das stimmt. Genau. Machen natürlich jetzt gleich dann weiter. Mit dem DLC. Warte mal ganz kurz, mir ist nämlich offscreen was aufgefallen hier. Oder, nee, weißt du was, das machen wir im nächsten Part. Im nächsten Part werden wir natürlich Neue Welt weitermachen. Die Artisten stehen auf dem Programm, die mal entwickeln. Dann will ich noch ein bisschen Waren austauschen hier, damit ich schon mal einen gewissen Stand habe. Und dann geht es darum, alles schön auszubauen. Oh, leck mich, ey. Ich frage mich gerade auch, ob überhaupt die anderen Mitspieler, also die NPCs hier, die neuen Inseln auch besiedeln können.
oder ob das nur mir vorbehalten ist. Ich meine, ich persönlich fände es cool, aber Höhe stabil. ist halt auch mal so eine Frage. So. Die Karte aufdecken, wenn es geht, wäre ganz cool. Also, Freunde. Sag ich mal an der Stelle wieder mal, wie gehabt, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bisher sieht alles ein bisschen überwältigend aus. Man merkt es auch an meiner Reaktion, dass ich nicht genauso weiß, was ich eigentlich sagen soll, machen soll. Wie auch immer. Ich habe immer Probleme mit der Scheißinsel hier. Mann, welche ist jetzt meine? Ich sehe das nicht mehr. Mann, ey. Okay. Haben wir haben noch Stahlbeton hier. In bester Gesellschaft. Wir haben eine Flugroute. Episch klingt cool. Und ich glaube, nächste Folge müsste auch dann die Fruchtbarkeit hier gut sein. Aber ja, bevor ich irgendwas mache, erstmal checken. Stimmt das soweit alles? Haben wir mit den neuen Inseln irgendwie auch neue Herausforderungen? Die werden garantiert da sein, gar keine Sorge. Und dann würde ich mal... Bau angehalten. Ah, hier. Das ist ein Staudamm. 4000 Artisten auf der Insel. Ja, Halleluja. Die Materialien dafür gehen. Freunde, Staudamm bauen. Dann kann ich hier hoch. Tatsache. Also dann, Freunde. Die neue Welt mit neuen großen Inseln. Weg mit dir, das Scheißviech. War natürlich darauf, von uns komplett erforscht und optimiert zu werden. Bis auf die nächsten 1000 Folgen. Bis dahin. Bye, bye.